Und somit grüßt zurück zu Mass Effect. Wir machen uns nun auf den Weg in Richtung Exogeny. Das heißt, wir müssen, wohin müssen wir denn? Ha? Ich würde mal sagen, wir müssen hier hin. Genau. Das machen wir auch gleich einmal sofort. Dazu müssen wir einen Stock höher, glaube ich. Und hier in den Fahrstuhl. Da. Fahrstuhl zum Skyway. Das Skyway to Hell. Naja. Ach jo. Achtung, Vorsicht! Scouts, sie werden jeden Augenblick hier sein. Ich weiß nicht, wie viele ich noch aufhalten kann. Oh. Alle Ziele eliminiert. So hat es ausgeschaut, als war unser Makro beschädigt. Miau. Auf zur Gate-Basis. Richtig. Für ein geschmackloses Klischee. Die letzten gingen nach Süden. Wonach suchen die? Wir empfangen ein schwaches Komm-Signal. Ich kann es aufgrund der Störungen nicht lokalisieren. Falls jetzt mal weniger sprich, du hörst das es wird immer wieder ein bisschen was erzählt von den NPCs. Und au, das sollst du halt ein bisschen auch genießen. Boah, wir steigen die Stufen auf, das gibt's ja gar nicht. So, Marco, fahr weiter. Da ist noch mehr, Commander Shepard. Ich kann es immer noch nicht orten. Passiert da was? Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Sie ist meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. Au! So da. Hier hinein, so soll es sein. Au. Aber warte mal, wir haben uns übersehen. Ja, ja, er lebt noch. Können wir da aussteigen? Ich bin unterwegs. Sehr gut. Mädchen. Mädchen für alles oben ohne und unten nix. Was? Boah! Überfall! Friss das! Bioverstärker 7, mittelschwer Mensch. Ja genau, so Schilde sind unten. macht ja nix. Dann ab zur Gate-Basis.
Mittlerweile werde ich immer mehr zu einem Fan von dieser Synthpop-Musik. Da passiert etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins, der geht. Sie können uns sehen. Wir müssen in der Nähe sein. Die geht haben oberste Priorität. Natürlich, Tali, was hast du glaubt? Oh, wow, Baby. Können wir zerstören. Können wir auch zerstören. Können wir auch zerstören. Bis jetzt ist noch kein... Wie schaut der überhaupt aus? Ach so, ist ja die gleiche. Was scheißen jetzt so mal dumm? Perfekt. Und dann haben wir noch irgendwo einmal speichern, bitte, danke. Tagebuch, was haben wir da? Angriff, der geht. Mysteriöses Signal untersuchen. Okay. Squad. Warte mal. Wir machen zuerst die zwei Damen. Also, offen und ehrlich gesagt, so hoch war im Level auch noch nie in den Spiel. Naja, wer weiß, für was es gut ist, gell? Boah. Aber ich möchte jetzt trotzdem das Präzisionsgewehr nach oben treiben. Ich glaube, da oben ist nichts. Warte, ich muss mal auf die Karten schauen. Ich bin mir jetzt relativ... Ui, da müssen wir auf. Ja, wenn ich das gewusst hätte, war ich mit dem Marco da aufgefahren. Aber das passt vielleicht eh so. Und dazu mal die Waffen weg, Mädels. Wir sind da, glaube ich, jetzt momentan einmal in ein bisschen einem ruhigeren Bereich, wo uns nichts passieren kann, bevor ich da keine Luft mehr kriege, vor lauter rein. Es bewegt sich von uns weg, auf das Exogeny-Hauptquartier zu. Diese Narren erwartet eine unangenehme Überraschung. Nö, da wollen wir ja hin. Jetzt sag mal, dass er mit Marco durchfahren hätte können. Doch. Rettet sie alle. Ich glaube, wir ziehen uns zurück und holen den Marco. Ja, ich hole den Marco. Ist gescheiter, glaube ich. Hülle ist ungeschützt. Und ich habe nämlich geglaubt, wir müssen da aussteigen. Deswegen bin ich jetzt aufgerannt. Na, ist egal. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit, gelle. Und Commander Shepard. Ja, du kennst ja die Sprüche eh schon. Gut, hinauf mit dem Marco. Sie kommen direkt auf uns zu. Verdammt, ist die Com geschützt? So ein Mist. Wir haben sie alarmiert.
Warte ein bisschen. Ich hole ihn Marco, aber trotzdem. Wo ist er denn da hinten? Ah, Ersatzreifen liegt auch da. Sehr gut, den können wir vielleicht noch brauchen. Ich werde später irgendwann abstellen, der den holt. Haha. Ja, wirst du. Wir steigen einmal da oben. Mal schauen, was uns da erwartet. Außer der Tod. Das ist nah genug. Entspannen Sie sich, John. Das sind offensichtlich keine Geht. Gehen Sie zurück, Juliana. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Commander Shepard, ich bin hier, um Ihr Geht-Problem zu beseitigen. Sehen Sie? Sie machen sich zu viele Sorgen. Und Sie vertrauen anderen zu schnell, Juliana. Ich bin nur froh, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich dachte, wir wären jetzt die einzigen Menschen auf diesem Planeten. Faidan und einige andere Mitglieder von Zeus Hope sind noch am Leben. Ich dachte, Sie sagten, sie wären alle tot. Ich sagte, Sie wären vermutlich alle tot. Sie haben trotz allem, was die Geht ihnen angetan haben, überlebt. Wir wissen, wie das ist. Diese verdammten Synthetischen sind grausam. Ich tue, was ich kann, um sie von ihnen fernzuhalten. Aber ich brauche Informationen. Was für Informationen? Ignorieren Sie ihn. Die Geht sind im Hauptquartier von ExoGeni hier ganz in der Nähe. Das Hauptquartier ist Privatbesitz, Soldat. Beseitigen Sie die Geht, sonst nichts. Scheiße, ich kann nicht speichern. Ihre Firmengeheimnisse interessieren mich nicht. Commander, bevor Sie gehen, meine Tochter Lisbeth, sie wird vermisst. Sie sollten keine Zeit mit der Suche vergeuden. Wenn die Geht weg sind, können wir die Verluste zählen. Das ist meine Tochter, von der Sie da reden. Und sie ist noch am Leben, ich weiß es. Kolonieinformationen. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir haben uns vor 4 Jahren hier niedergelassen. Bis zu den Angriffen ging es gut voran. Die größte Herausforderung war der Mangel an Ressourcen. Hier gibt es kaum etwas von Wert. Trotzdem haben wir es versucht. Wir fühlten uns schon fast wie zu Hause. Grund für den Angriff. Wissen Sie, was die Geht gesucht haben? Das ist mir auch nicht klar. Wir haben hier nichts Nützliches gefunden, woran uns ExoGeni nur zu gern ständig erinnert. Wir müssen auf unsere Ausgaben achten. Das ist nicht persönlich gemeint. Lisbeths Aufenthaltsort. Wo ist Ihre Tochter, Juliana? Sie arbeitete im ExoGeni-Gebäude, als wir angegriffen wurden. Oh ja, es gibt einige Orte, an denen sie sich vorübergehend verbergen könnte. ExoGeni-Anlage. Wofür wurde dieses Gebäude genutzt? Wir haben das Gebäude umgemodelt, um es als Hauptquartier von ExoGeni zu nutzen. Dort gibt es größtenteils Büros und einige Labors. ExoGeni ist gut darin, alles und jeden immerzu umzumodeln. Die Firma muss irgendwie Profit machen, Juliana. Ferox ist noch lange nicht selbstständig. Zeus Hope. Wieso haben Sie sich von Zeus Hope abgespalten? Die meisten von uns lebten näher am Gebäude von ExoGeni. Zeus Hope wurde größtenteils als Raumhafen genutzt. Als die Geht zuschlugen, haben wir uns verteilt. Bevor sie uns von den anderen erzählten, dachten wir, sie wären bei der ersten Welle umgekommen. Hätten wir gewusst, dass sie noch leben, hätten wir wohl versucht, zu ihnen zu gelangen. Da sind wir durch. Das können sie immer noch. Sie sind jetzt relativ sicher. Vielleicht sollten Sie das tun. Das halte ich für keine gute Idee. Wir haben keine Fahrzeuge und sind auf dem Weg fast ungeschützt. So wie in dem Gebäude, in dem wir jetzt sind? Wir sollten lieber hier bleiben und auf Hilfe von der Firma warten. Sie werden schon irgendwann kommen. Bleiben Sie hier, bis ich zurück bin. Bleiben Sie hier, bis ich herausgefunden habe, was die Geht wollten. Wie Sie meinen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie meine Tochter sehen. Deine Tochter wird vergessen. Ich werde deine Tochter vergessen und ihr einfach dem Schicksal überlassen. Genau. So da.
Ja, geht das so gleich bei beiden schneller. Super. Genau, erst. Machen wir nicht narrisch da. Butzi, Wauzi. So, da. Hui! Boah! Dafür schulden Sie uns was. Auf dem Skyway wimmelt es von Geht. Das Paket ist gesichert. Wir gehen. Warten Sie. Schalten Sie das Komm ab. Geht kommen auf uns zu. Mist! Schalten Sie das Komm ab! Was? Ich würde sagen, das war ein Volltreffer. So. Die Geht haben sich aber ziemlich schnell niedergelassen. Wenn wir mal drin sind, werden sie sich heftigst wehren. Liara, Tali, das erwarte ich mal. Das sollte sie ausbremsen. Wie sehr ich diese KI liebe und vor allem die Charaktere dahinter. Voll lieb. Medigel aufgetragen. Volle Deckung! Sicher Shepard. Machen wir doch glatt. Was ist da hinten? Da können wir. Unsere Waffen richten bei einem solchen Feld nichts aus. Wir müssen einen anderen Weg nach drinnen finden. Ja, Liara, das weiß ich, das weiß ich. Sichert und geladen. Was war das? Ja, wir haben genug. Sicher. Es ist vorbei. Kann man jetzt da umgehen? Ich hoff's. Das wäre so langweilig. Wenn wir da an verschlossenen Türen stehen bleiben müssten, tun sollen, wollen, rollen. Nö, müssen wir noch einen anderen Weg finden. Karte bitte. Da ist der Marker. Da ist... Irgendwas habe ich übersehen. Dadurch das Feld kommen wir nicht. Stellt sich eine große Frage, wo wir jetzt hin müssen. Wahrscheinlich dort durch irgendwo. Da.
Na, da ist nix. Hä? Ich hab irgendwas übersehen. Oder ich sehe wieder mal irgendwas nicht. Was ist da? Zugang zu Exogeny. Hä? Also na, na, das ist die Tür. Kann man vielleicht einmal Leveldesign so gestalten, dass es vielleicht einmal äh, doofen einfacher gemacht werden kann, auch, hä? Ist nur gut, dass wir da mit dem Marker nicht durchkommen. Ich finde es so einmal lässig, das habe ich am Anfang schon mal lässig gefunden. Je größer die Scheiße er ist, Shepard geht gemütlich rein. Da ist auch nix. Hier geht's nur nach unten, Commander Shepard. Ja, Liara, das freut mich für dich, dass du... Na. Da ist ja auch nix. Karte bitte. Ich sag einmal, bin ich jetzt schon komplett blind und blöd? Da ist ja nix. Ich muss irgendwo was übersehen, ich Trottel. Ja, aber je länger ich da jetzt mal rumlaufe, umso besser wird's auch nicht. Was ist denn da oben? Ja, mal ganz genau nix. Obere Ebene. Obere Ebene. Ja, da ist das Tor, wo wir durchkommen sind mit dem Marker. Ich speichere da jetzt einmal. Ich übersehe irgendwo was, aber was ist die Frage? Hoppala.
Jetzt ist einmal kurz schwarz geworden, hä? Oder nicht? Na. Kurzer Blick. Ich melde mich gleich wieder. So, da. Wir müssen da oben. Schauen wir mal. Verdammt! Es tut mir so leid. Ich dachte, Sie wären Geht oder einer dieser Waren. Sie sind jetzt in Sicherheit. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich bin selbst schuld. Jeder rannte los und ich blieb, um Daten zu sichern. Und dann war plötzlich das Gate-Schiff da und der Strom ging aus. Ich war gefangen. Ich versuchte zu entkommen, aber der Weg war versperrt. Keine Sorge. Wir holen Sie raus, sobald wir wissen, was die Geht suchen. Es sind nicht die Gate. Es ist das Energiefeld, das Sie aufgestellt haben. Sie wollen nicht, dass irgendjemand sonst zugreifen kann auf die... Sie können es mir sagen. Ich bin wegen der Geht hier. Es ist sehr wichtig, dass ich herausfinde, wonach Sie suchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, Sie sind wegen dem Torianer hier. Torianer? Was genau soll das sein? Es ist eine einheimische Lebensform. ExoGenny hat sie untersucht. Interessant. Was wissen Sie noch? Wissen Sie, wo ich diesen Torianer finden kann? Vielleicht könnte ich es schaffen, aber nicht mit den Geht überall. Wir müssen hier raus, an dem Feld vorbei. In Ordnung. Wissen Sie, wie wir es ausschalten können? Nein, nicht so richtig. Aber ich glaube, das Gate-Schiff versorgt es mit Strom. Ich habe bemerkt, dass die Gate überall Stromkabel verlegen. Sie könnten diesen Kabeln folgen, aber dieser Ort wimmelt nur so von Gate. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin nur eine Forschungsassistentin bei ExoGenny. Ich bin mit meiner Mutter hierher gekommen. Ich weiß nicht mal, ob sie es lebend hier rausgeschafft hat. Sie ist bei anderen Kolonisten. Im Moment ist sie in Sicherheit. Sie lebt? Gott sei Dank. Ich dachte, ich wäre als Einzige übrig. Bitte, Commander, schalten Sie einfach dieses Feld aus, damit ich meine Mutter wiedersehen kann. Torianer? Sagen Sie mir, was Sie über den Torianer wissen. Ich weiß wirklich nicht sehr viel über ihn. Ich glaube, es ist so eine Art Pflanzenwesen. Ich weiß, dass er sehr alt ist, sogar tausende von Jahren. Geht Angriff? Warum haben die Geht Ihrer Meinung nach Interesse an dem Torianer? Es ist nur eine Pflanze. Ich wüsste nicht, warum die Geht das interessiert. ExoGenny hat sie untersucht, aber nichts Besonderes entdeckt. Sie bleiben hier. Ich werde ein paar Türen öffnen. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Damit sollten Sie durch alle verschlossenen Türen kommen. Viel Glück mit diesem Feld. Ja. Super, bis ich zum Schießen komme, hat die KI schon den Rest erledigt. Naja. Okay, wo müssen wir da jetzt runter? Das ist da hinten irgendwo. Blöde Maschine! Öffne die verschlüsselten Daten! Was? Naja. Nein, ich will kein Protokoll prüfen. Ich kann Ihren Befehl nicht ausführen. Kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten. Verdammt! Sag mir, was ich wissen will, oder ich schieß dir den virtuellen Arsch weg. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vorgesetzten für eine Freischaltung für Sicherheitsstufe 4 oder vereinbaren Sie einen Termin mit... Blöde Maschine! Wenn sonst nichts ist, treten Sie bitte zur Seite. Nach Ihnen möchten auch noch andere diese Konsole benutzen. Ah, gut. Ich muss gleich jemand umbringen. Du heißt ja was sicher nicht. Die ExoGenny Corporation erinnert alle Mitarbeiter daran, dass das Abfeuern von Waffen auf Firmengelände strengstens untersagt ist.
Willkommen zurück, Forschungsassistentin Elizabeth Bainham. Was kann ich für Sie tun? An welche Information wollte der letzte Benutzer herankommen? Daten holen. Der vorherige Benutzer hat versucht, an Details über die Spezies 37-Studie, den Torianer, zu kommen. Reden Sie weiter. Sag mir alles, was du dem Kroganer erzählt hast. Ich konnte dem vorherigen Benutzer keine relevanten Daten geben. Neben der Tatsache, dass er keinen richtigen Zugang hatte, gibt es keine neuen verfügbaren Daten über Spezies 37. Alle Sensoren, die den Überwachungsposten bei Zeus Hope bewachen, sind seit einigen Zyklen inaktiv. Zeus Hope? Was haben Sie gesagt? Was hat Zeus Hope mit dem Torianer zu tun? Spezies 37 liegt in der Substruktur des Zeus Hope Außenpostens. Sage mir alles, was du über den Torianer weißt. Der Torianer ist eine einfache pflanzliche Lebensform, die ein Empfindungsverhalten aufweist, das für andere Pflanzen untypisch ist. Durch Streuung und die schließliche Inhalation von Sporen kann er andere Organismen infizieren und kontrollieren, auch Menschen. Die Kontrollgruppe von Zeus Hope hat interessante Ergebnisse erzielt. Bevor die Sensoren ausgingen, waren fast 85% aller Testpersonen infiziert. Kontrollgruppe? Willst du damit sagen, ExoGenny wusste, dass die Leute infiziert wurden? Es wurde für notwendig gehalten, das wahre Potenzial von Spezies 37 zu ermitteln. Das erklärt ihr seltsames Verhalten. Ihr Pilot sollte gewarnt werden. Könnte nicht schaden. Joker, kommen Sie rein, Joker. Verdammt, das Feld blockt uns. Wir müssen einen Weg um das Feld finden. Wir müssen zurück zu Zeus Hope. Erzählen Sie mir was über das Feld. VI, was kannst du mir über das Gate-Schiff sagen und das Feld, das es mit Strom versorgt? Ich habe nur begrenzt Daten über die Gate. Sie haben alle Sensoren in der gesamten Einrichtung effektiv geblockt. Ich habe ungewöhnliche Kraftfluktuationen entdeckt, kann die Quelle aber nicht bestimmen. Geht? Was weißt du über die Gate? Ich habe keine genauen Daten über die Gate und wie sie mit der Einrichtung zusammenhängen. Alle Sensoren wurden seit ihrer Ankunft absichtlich ausgeschaltet. ExoGenny? Ich will etwas über die ExoGenny Corporation erfahren. Die ExoGenny Corporation ist ganz vorn, wenn es um die menschliche Ausbreitung in einer neuen galaktischen Wirtschaft geht. Sie finanziert koloniale Entwicklungen und sichert Ressourcenrechte, um unser Fortschreiten als Spezies zu sichern. Weitere Fragen zu den Firmenrichtlinien können während der normalen Geschäftszeiten direkt an den Verbraucherinformationsdienst gerichtet werden. Wer leitet diese Einrichtung? Wer ist hier verantwortlich? Wer hat die Studie organisiert? Alle Entscheidungen über die örtliche Analyse und Beschaffung von Ressourcen werden vom Management vor Ort gefällt. Sie werden nur dann dem Vorstand zugeteilt, wenn die saisonalen Quoten unter- oder überschritten wurden. Die einzelnen Mitarbeiterunterlagen sind vertraulich. Torianer? Erzähle mir etwas über den Torianer. Spezies 37 wurde vor einigen Wochen entdeckt, als ein kleines Team mit Sporen infiziert wurde, als sie die Ruinen nahe des Zeus Hope Außenpostens untersuchten. Der Außenposten wurde sofort unter Quarantäne gestellt und die Untersuchung der Infektion begann. Innerhalb von 21 Tagen wiesen 58% der Kolonisten Verhaltensänderungen auf. Innerhalb von 28 Tagen waren es 85%. Wow. Wie groß ist er? Wie groß ist dieses Ding? Der Torianer scheint ein diffundiertes Wesen zu sein. Seine kognitiven Fähigkeiten sind in großen Nervenbündeln zentriert, seine Daten erhält er jedoch von Ranken, die sich kilometerweit erstrecken. Wir haben Bündel von ungefähr 1 Meter Durchmesser entdeckt. Sie scheinen jedoch nicht auszureichen, um das riesige sensorische Potenzial, das er besitzt, zu koordinieren. Er scheint solche Stimulationen einfach langsam zu verarbeiten. Oder es gibt vielleicht ein größeres Nervencluster, das wir bisher noch nicht entdeckt haben. Wie klug ist er? Ist er intelligent? Können wir mit ihm verhandeln? Der Torianer weist nicht das Verhalten eines Räubers auf. Das Freilassen von Sporen ist ein Überlebensakt, keine Aggression. Er erzeugt fortgeschrittenes Verhalten in den Menschen, die er versklavt. Wir müssen jedoch noch herausfinden, ob er Menschen mehr als ein Werkzeug erkennt oder zu erkennen vermag. Er ist ausreichend fremdartig, um derzeit einer Klassifizierung zu trotzen. Wie kontrolliert er die Menschen? Weißt du, wie diese Kreatur ihre Sklaven kontrolliert? Die Willensunterdrückung zeigt sich als intensiver Schmerz, wenn Befehle ignoriert werden. Die Wirkung ist schlimm genug, dass Subjekte bald selbst bei kleineren Rebellionsgedanken konditioniert werden. Beobachtungen haben gezeigt,
dass der Turianer seine Sklaven utilitaristisch betrachtet. Sie sollen offenbar nicht verletzt werden, so wie ein Handwerker auch sein Werkzeug schont. Solange nichts gegen die Ziele dieser Kreatur unternommen wird, können die Subjekte ein normales Leben nachahmen, bis sie für eine spezielle Aufgabe eingeteilt werden. Wo kann ich es finden? Wo ist das Zentrum von diesem Ding? Der Turianer existiert als ein Netz von Ranken, das sich über fast die gesamte untere Fläche von Ferros erstreckt. Die Beobachtung von versklavten Personen deutet darauf hin, dass es vielleicht Hauptcluster gibt, die von Leibeigenen bewacht werden. Leider ist die direkte Beobachtung von Spezies 37 begrenzt oder nicht vorhanden. Lisbeth. Bitte rufe meine persönlichen Daten auf. Elizabeth Bainham, Forschungsassistentin, biomedizinische Abteilung. Freigabe für Sicherheitsstufe 4. Sie stehen momentan unter näherer Beobachtung aufgrund von Streitigkeiten mit dem Management in Bezug auf die bestehende Firmenpolitik. Diese Sanktionen könnten wieder aufgehoben werden, sollte Ihre nächste Bewertung besser ausfallen. Warum wurde ich sanktioniert? Was hat die Bewährung veranlasst? Sie wurden als streitsüchtig eingestuft in Bezug auf die Operationen des Zeus Hope-Projekts und ganz besonders in Bezug auf die Handhabung der infizierten Kolonisten. Infolgedessen wurden sie damit beauftragt, für die Dauer der Observation die Sicherheit der Kolonisten zu überwachen. Das reicht im Moment. Schalten auf Standby-Modus. Ja, das freut mich. Kurz einen Blick. Ah, wenn wir wieder einen Punkt kriegen. So hoch im Level war ich da in den Spielen noch nie. So. Schauen wir mal auf die Karten. Ganz wichtig. Wir sind da und boxen uns jetzt da durch. Gut, das werden wir so machen. Die Geth benutzen diese Klauen, um ihre Schiffe an Gebäudeseiten zu verankern. Vielleicht ohne viel Feingefühl, aber dafür äußerst effektiv. Wie stellen wir den Strom ab, wenn er vom Schiff kommt? Das wird schwer. Wir können die anderen Greifer nach Schwachstellen prüfen, aber die Geth sind ziemlich gründlich. Müssen wir da oben? Ui. Haben die Schilde verloren. Ah, Kruzifix! Okay, wir müssen nicht da vorbei. Na. Da. Krogana. Wieso hört denn der... Also der war das.
Nur kein Stress. Nur kein Stress, Meisterin der Mütze. Okay, gehen wir mal weiter. Sicherer Spind. Was ist da? Da hat's eine Konsole zerrissen. Karte. Wo sind wir jetzt? Hauptebene. Ah, das ist so ein Irrgarten. Ja, schauen wir uns später alles an. Tötet sie alle! Ja. Dann schaut euch die KI an, ha? Ich hab schon lange nicht mehr so eine spaßige, gute KI gesehen. Geheime Informationen. Die Testproben hätten vor 3 Tagen eintreffen sollen, aber wir haben weder von dem Frachter noch von der Kolonie etwas gehört. Wir befürchten, dass die Proben entkommen sind und empfehlen, jeglichen Kontakt mit der Noda Crux Kolonie abzubrechen. Selbst wenn die Kolonie entdeckt wird, darf niemand die Ereignisse dort mit uns in Zusammenhang bringen.